Wo haben wir mein PS Cap? So. PS4 Cap am Stissel. Und ich muss ein bisschen mehr da rüber hocken. Warum ist der Blickwinkel so komisch? Ja, mein Fernseher ist glaube ich ein bisschen verschoben. Mit dem da kann ich es wieder zurückschieben. Nein, ja, zu kurze Augen kommen nicht an. Okay, ja. Okay. Tja, dann muss ich da nochmal kurz in die Einstellungen gehen. Moment. Nicht da. Da erweitert die Einstellungen. Und diesen da. Besser. Okidok. Ja. Jetzt muss ich das da noch umdrehen, ja. Dass man da meine Fresse auch ein bisschen sieht. Ja. Ja. Ich sehe scheiße aus, ich weiß, aber ist mir gleich. Ich brauche da für das Spiel meine Reaktion. Also meine Mimikreaktion. Eigentlich müsste ich jetzt dort oben bei der Weh, was geht, was geht? Was ich Ja, gerade sorry, bin ich nicht mehr. Ja, schon gut, schon gut. Was ich gerade wollte sagen, eigentlich müsste ich dort oben bei meiner PS-Cam jetzt das Lichtli rot leuchten, macht es aber nicht. Aber wir sehen es ja, es hat Facecam, also läuft sie. Auch wenn dort kein rotes Lichtli ist. Egal. Und der Stefan ist jetzt auch am Schlüssel. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen bei einem neuen Projekt von mir, im Green Jay. Und zwar bei Death Stranding. Nee, Ja, Brudi. das höre ich ja Und gerade. schon. Ja, was? Geiles Sieg, Alter, geiles Sieg. Leider können wir es nicht zusammenzocken. Das wäre jetzt natürlich Hammer gewesen. Aha, ich hab's noch nicht. Ich Ja, schaue ja. es jetzt. Ja. Also, Ja. tief Aber, zu. you know, eben leider können wir das nicht zusammenzocken. Darum habe ich jetzt mir das schon früher gekauft. Und wir zocken das einfach mal alleine. Eben, Stefan sieht das Spiel auch. Und ja, wir haben ihn als Co-Kommentator dabei. Jetzt würde ich sagen, wie gesagt, ihr seht es im Titel, Blind, ich habe gar keine Ahnung, wirklich null Ahnung, was in dem Spiel irgendwie abgeht, was das für ein Spiel ist oder so, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, ich habe gar keinen Plan. Jetzt schauen wir da schnell in die Optionen rein. Spracheinstellungen, komm, scheißegal. Ziehen wir das Cap wieder ab. Alter, Frisur für den Arsch. Ja, ihr seht das eh nicht so gut. Ich habe meine Kamera ein bisschen schlecht eingestellt und darum sieht man das jetzt nicht richtig. Also, tipptopp. Ja, kannst Gut auch für mal mich. ungestrahlt vor die Kamera. Ja, Schaut das, her, oder? das sicher nicht. Ich muss da immer gut aussehen, you know. Also ja gut, jetzt habe ich zwar da noch mein Arbeitstisch, ja so, aber ja. Übrigens, das ist die Firma, wo ich arbeite. Stiftung Chance heißt die. Also jetzt nicht falsch denken, das ist einfach eine Schreinerei und Aufbearbeitungsfirma. Da hat nichts mit irgendeiner Stiftung zu tun. Das heißt wahrscheinlich einfach so, weil es von der Stadt Zürich aus ist. Also ja, ich arbeite für die Stadt, ich bin ein Beamter, hä? Regierung, ja, Illuminati. Ach so. Ja, ja, du. So, also, ja, ist auf Deutsch gestellt. Untertitel haben wir auch eingestellt und auf Deutsch sehr gut. Bildschirmhelligkeit.
Machen wir für YouTube noch ein bisschen heller. Aber nicht zu hell. So. Okay. Und dann würde ich sagen, starten wir die hoffentlich fucking epische Reise. Aber, nein, wartet, bevor wir das starten, weil eben, ich weiß noch gar nichts über das Spiel, darum nehmen wir jetzt da einfach mal die Hinweise, die wir haben. Wir sehen ein Meer, wahrscheinlich so in der Arktis, am Eis im Wasser und den Walfisch zu urteilen. Und ja, da am Strand, eben wie ich jetzt gerade schon angesprochen habe, liegen ganz viele tote Walfische und Delfine rum. Wegen warum? Wir wissen es nicht. Aber da liegt auch noch etwas anderes. Und zwar liegt dort so etwas dort unten, so schlangenartig geht das vom Wal, wo dort ganz rechts ist, geht das ins Wasser rein, nachher über die anderen Delfine auf der anderen Seite und zum ganz linken Wal über. Was verdammt ist das? Ja, Dead Stranding? Ja, das ist mir schon klar. Digga, nein, ich meine das Ding, wo dort liegt. Ah, das Riesenviech. Nein, das schlangenartige Ding, wo da liegt noch. Oder Schlauch, oder was es auch immer ist. Da, Ja, es das... hat anscheinend so Videoaufnahmen gehabt von so Wasserschlangen. Aha, okay, gut. Dann fragen wir jetzt nicht weiter den Stefan, sondern wir können einfach selber weiter spekulieren. Vielleicht schon beides. Der Stefan macht mir Angst, er weiß schon zu viel über das Spiel. Nein. Nur über so eine Schlange. So, das Spiel speichert automatisch, tipptopp. Und ich würde sagen, wir spielen es auf sehr leicht, dass wir auch wirklich gut durchkommen und wir die Story an einem Stück können spielen und nicht immer hängen bleiben. Normal. Leck Eier! Normal ist dann, wenn ich es für mich spiele. Ja, nein, das stimmt nicht, dann spiele ich es auf schwierig wie immer. Aber egal. So, jetzt einfach für den Stream. Dass leicht schon existiert, ist eine Sache, aber sehr leicht, Mann. Ja, Bitte schau den da. sehr schwer sollen wir In dieser reintun. Einstellung wird Spielern empfohlen, die keine oder wenige Erfahrung mit Actionspielen haben. Das Gameplay stellt bei diesem Schwierigkeitsgrad nur eine kleine Herausforderung dar. Hä? Ja, ja. Siehste? Aber du kennst ja so ein bisschen Games, so. Ja, nein, ich meine da eben, dass es nur eine kleine Herausforderung darstellt. Es erlaubt fast jedem Spieler das Ende von der Story zu erreichen. Und das wollen wir ja. Darum spiele ich es jetzt auf sehr leicht. Einfach nur um euch das zu zeigen. Und wenn es mir zu langweilig wird, stelle ich es einfach wieder um, weil dort oben steht, lege den gewünschten Schwierigkeitsgrad fest. Du kannst ihn jederzeit über das Optionsmenü ändern. Das finde ich Ah, das gut. ist cool. Darum starten wir jetzt einfach auf sehr leicht und eben wenn es mir zu langweilig wird, dann schalten wir halt um. Spielen wir es auf schwierig. Ich habe gemeint, oft kannst du eben das nicht nochmal wechseln. Ja, nein, sonst spiele ich es normalerweise einfach auf leicht. So wie Dann da ist bei Wolfenstein zum Beispiel, habe ich auch die Story zeigen und dort gibt es ja auch noch den Schwierigkeitsgrad, wo irgendwie für Babys oder so, keine Ahnung. Dort habe ich aber zum Beispiel jetzt das letzte Wolfenstein hat mich angehackt, weil ich das vorletzte auf Licht gespielt habe. Also nicht auf Baby einfach, aber auf Licht. Und das ist dann halt zu leicht gewesen. Und dann habe ich es auf Ding, ich glaube schwierig, oder wie heißt die schwierigste Stufe? keine Ahnung. Albtraum. Ich glaube Albtraum heißt es. Das hat es im Wolfenstein 3D damals nicht gehabt. So, das haben wir vorher schon auf 80 gestellt. Ja, hör auf blinken dort unten. Entschuldigung, einen kleinen Moment. Was steht da?
the fuck? Also, ich weiß, ihr seht das gerade nicht, aber ich muss da gerade, Moment, ich stelle da kurz Cam aus, dass ich das richtig kann lesen. Statische Untersuchungen deuten darauf hin, dass ein Zusammenhang zwischen Doomsfähigkeiten der betroffenen Person und ihrem Geburtsdatum bestehen könnte. Gib bitte dein Geburtsdatum ein, um das Ausmaß deiner Fähigkeiten bestimmen zu können. Und jetzt haben die haben da jetzt, also weißt, ich habe gemeint jetzt einfach irgendwie von der Spielfigur das Geburtsdatum eingeben, aber da ist jetzt mein Datum drin, der 22.04. Ja, voll. Also, gut, dann würde ich sagen, lassen wir das mal. Ich schalte da meine Cam wieder ein, dass ihr da meine Fresse wieder vertragen nachher. So. Gut, Das jetzt wird schon. dürfte es wieder weitergehen. In Konstellationen wie Krebs, Fische, Walfisch, Delfin und Tigers geborene Personen verfügen häufig über stärker ausgeprägte Doomsfähigkeiten. Und woher weiß ich, was fucking Walfisch, Delfin und Tigers sind? Weil ich bin weder Sternzeichen Krebs noch Fisch. Ich bin Stier. Ja, kann ich vielleicht helfen? Ich bin Wassermann. Okay. Ja, zusammen ergeben wir wahrscheinlich so etwas wie das letzte Einhorn. Nein, nein, Wasserstier gibt's sogar. Aha. Ah, okay, ich Oder habe gedacht, Wasserbuffalo. wir machen da so voll Teamwork, weißt, ich jage Einhörner ins Wasser und du verwandelst sie in Fisch. Okay, ja. Übrig- Übrigens, für die jüngeren Zuschauer unter euch jetzt, das ist eine Anspielung auf das letzte Einhorn gewesen. Schaut den an. So, okay, aber jetzt mal endlich zu der Story. Ich habe es jetzt genug lang rausgezögert. Und ich habe jetzt meine Fresse. Oh, what the fucking shit, ihr Hurensöhne! Weißt du, ich hab gemeint, das hängt mit dem Spiel zusammen. Aber nein, das ist nur der fucking Ding von der scheiß verfickten Hurenproduktionsfirma gsi. Oh, ihr sind doch Hurensöhne. Das hat jetzt gerade so scheißen geil ausgesehen, Mann. Fickt euch. Einst gab es eine Explosion. Ein Urknall, der Raum und Zeit gebar. Einst gab es eine Explosion. Ein Urknall, der einen Planeten in diesem Raum kreisen ließ. Einst gab es eine Explosion. Ein Urknall, dem das heute uns bekannte Leben entsprang. Und dann kam die nächste Explosion. Also, der erste Eindruck, den ich jetzt mal habe von dem Spiel, ist, dass es wahrscheinlich fucking ernsthaft wird. Ja. Ja, weil die Trailers und so sind alle bis jetzt. Man sieht es nicht oft, wie es fightet. Ich meine, gar nicht. Ja, nein, weißt du, nur schon jetzt gerade durch das, was er gesagt hat. Kein lustiges Spiel fängt so an. Und auch das, was man jetzt da so sieht, das sieht alles relativ... Also ich finde es wunderschön, es sieht richtig, richtig schön aus. Aber ich glaube, es stellt halt eine kaputte Welt dar. Ja, das fand eben total leer auch. Ja. Fast nichts mehr. Geil! Motto, Motto!
der Daryl! Woo! Yeah, er ist der letzte Überlebende, weißt du, und das ist die Geschichte danach. Ja, Mann. Oh. Sure Jagge. Das ist auch schon mal. What the fuck? Sag mir, wir haben da unsichtbare Gegner. Entschuldigung, ich hätte mich vergessen. Ich hab gewartet, ob das sammeln kann. Oh. Ja, okay, der. Na klasse. Scheiße. Aber das ist Spielgrafik! Was? Okay, was? Ja, det kommer vi med Arne. Okay, also bis jetzt haben wir noch keine Story. Also das Einzige, was wir jetzt wissen, ist, irgendetwas Unsichtbares jagt uns. Und der Odradeck nach dem... Was? Kann nach... Was ist der gestanden? Was ist der gestanden? Wo kann ich das nochmal nachlesen? Nirgends. Okay, scheiße. Aua. Au. Ja, da bin ich auf die Fresse gefallen. Gut, dann schießt es da durch, ja. Lecker. Das geht also auch.
Hand. Okay. Können wir warten, bis der Regen vorbei ist. Also an gewissen Punkten läuft er dann wieder von allein. Okay. Sam Norman Reedus. Okay. Oh, ein Pony! Hallo! Das sind ganz viele Handabdrücke an meinem Körper. Ich glaube, ich werde oft begrapscht. Autsch. Oh, that's not good. What the fuck is happening? Okay. Wer bist du denn? Ja, so viel dazu. Ja, nein, also jetzt, Entschuldigung, ich habe gerade nicht gewusst, was ich sonst soll sagen. Was, also, aber gleich mal, sehen ihr die Silhouetten? Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, aber da in der Wolke sind gerade ganz viele Silhouetten von Menschen gewesen. Oder von sonstigen Wesen halt. Oh, what the f... Also, und er brüllt jetzt, okay. Warum auch immer. Also, gut, was auch immer uns da verfolgt. Ich glaube, sie sind weg.
Was zum Teufel? Ich wollte nicht so fest zupacken. Tränen. Eine Chiralium-Allergie. Also hast du Dooms, wie ich. Ich habe den Extinktionsfaktor. Aber ich glaube, du hast mehr. Welche Stufe? Du siehst sie, stimmt's? Nein, aber ich spüre sie. Also Stufe 2. Was tust du hier? Ich will nicht nass werden. Genau wie du. Der Zeitregen lässt nach. Mein Name ist Fragile. Echt jetzt? Ich habe von dir gehört. Ah, Lea. Okay. Oder Lara. Wirklich? Ja. Wieso haben die so viele verschiedene Sam Namen? Porter Bridges. Der Mann, der liefert. Ah, ich bin Transporter. Oh je. Hier sind ja eklige kleine süße Dinge. Willst du ihn? Fliegende Würmer. Ja, Mann. Ein Kryptobiot am Morgen Ich will vertreibt das den nicht Zeitregen. Oh, die ist der. Oh, du Sau. Oh, das Ding ist voll herzig gewesen. Willst du für mich arbeiten? Ist sicher hart hier draußen, so allein. Echt? Ich dachte, Fragile Express hätte genug Leute. Genug Verräter. Nicht mehr viel von uns übrig, bis auf ein paar ehrliche Menschen. Und dazu kommt... Von mir ist auch nicht viel übrig. Bin völlig durchweicht worden. Da kann ich dir nicht helfen. Ich liefere Dinge ab. Mehr nicht. Hier ist Bridges Central Dispatch. Unabhängiger Lieferant Sam Porter Bridges. Empfänger erwartet Lieferung. Okay. Geht's in die Stadt? Was ist das für eine Reaktion? Pass auf dich auf. Diese Dinger bleiben nie lange fort. Sweet ass. Ich mag ja Frauen in Lacksachen, das ist geil. Ach, so eine bist du. Oh ja, really. Der Zeitregen spult alles vor, was er berührt. Aber er kann nicht alles davon spülen. Gibt sicher ein paar Vergangenheit Härte lässt an. einen nicht los. Ja, aber Wir sehen uns. Sam Porter Bridges. okay. Das ist kein saurer Regen, das ist ein Zeitregen. Und er spult Sachen vor. Okay. Also, gut, vielleicht nennen sie ihn auch einfach so, weil ich finde nach wie vor, es sieht ein bisschen nach Syrienjäger aus. Ah, Ja, vorher schon. So Ja? ja? Syrien-Explosion fragen, ne? ja, ja, voll. Ja, da komme ich nicht über, ja. Okay, nein, dann muss ich irgendwo da runter. Ah, mit seinem TÜV kannst du nicht rumcruisen. Ja, der ist kaputt gegangen. Ah, scheiße. Schau dir das an, wie abgefuckt schön das ist. Ey, Leute, ich stelle kurz meine hässliche Visage aus, dass ihr da einfach mal wirklich das wunderschöne Bild könnt geniessen. So. Ach, come on.
Aber ich würde sagen, wir machen da kurz ein den Sound leislicher, weil er ist jetzt gerade schon sehr laut. Hallo? Ich kann nur Gesamtlautstärke leislicher stellen. Toll. Ja, dann stellen wir halt das Ganze ein bisschen leislicher. So. Scheiße. So, wie ist das? Alter! Immer noch laut. Wo ist die? Da. Gut, dann machen wir da erstmal so. Ja, mit dem anderen Headset geht es besser, ist verträglicher. So. Ah. Ja, da hat wohl das Pony der Jäger nicht überlebt. Ha? Boah, das war... Das Reh. Was ist das Pony? Ist alles Pony. Und dann auch ist es Pony. Gut, sind wir uns einig, sehr schön. Oh, oh.
Okay, ich kann nicht. Da ist Wasser. Alles klar, what the fuck? Ja, wo muss ich dann hin? Ja, vielleicht schon irgendwo so dort an einem Wasser. Ein bisschen durchlaufen. Dort vorne sieht es aus, als ob es jetzt nochmal ein Wasserfall. So links. So. Oh, 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 oh. Ach so, okay, doch, das... Also Wasser ist kein Problem, das ist nur eine Gleichgewichtsstörung, die ich habe. Alles klar. Das ist gerade leicht verwirrend, dass mir da noch irgendwelche Namen angezeigt werden, gerade. Das ist einfach mit dem Spiel so. Takaki Ishikawa. Takaki. Ja, jetzt ist halt die Frage, wo muss ich hin? Aha. Homo Ludens spielt... Homo Ludens, was ist denn das? Klingt nicht gut, das klingt irgendwie schlecht, aber es sieht nachher eine Batman-Maske aus. Das ist wieder gut. So. Ja man, jetzt sehen wir badass aus. Was haben wir da? Was? Was? Ich... Echt mal eine Runde Pisse, Mann. Also, aha. Okay. So kann ich auch laufen, okay. Was haben wir da? Monster Energy trinken. Trinken. Ich habe einen Monster Energy dabei. So. Schleichwerbung, hä? Ja, verlogene Yacht nehmen wir mit. Das haben wir da nicht mehr interessant. Tja. Da von den Würmli-Dinger da kann ich auch nicht einsammeln. Die hat's da ja. Sag mal. Jetzt hat's da keine. Die fliegende Würmer. Ja, voll.
Okay, Fischi! Fischi, Fischi, Fischi. Fischi, Fischi, Fischi. Oh, Fischi weg. Was meinst du, sorry? Wenn du genug von diesen fliegenden Insekten machst, vielleicht kann er mal auffliegen. Ja, voll, möglich. Weißt du, mir wird halt auch nichts angezeigt, wo ich durch muss oder so. Mann, nein, ich laufe jetzt einfach mal da zu den Strukturen, die ich da sehe. Wird schon irgendwie richtig sein. Interessant, okay. Okay. Ja gut, dann ich muss ganz kurz da Pause machen. Sonst kommt die andere da wieder rumstressen. Bin gerade wieder da. Moment. Noch in die Landschaft. Voll. Aber die dreht dann sowieso wieder ein bisschen hin und her. Ja, das habe ich vorher gemacht, das mit dem Drehen. Ah! Geil. Ich hab gefragt, es wäre automatisch gewesen. Cool. Ah, geil. Ja, Gracias. Abschluss.
habe mich angeschleicht. Wow. Nö, nö, nö. Oh, verdammt. Ach so. Da immer der falsche Knopf. So, Alter, ich bin voll der Transporter, Mann. Boah, die Grafik ist geil. Die ist anders. Boah, wunderschön. Alles so wunderschön. Ah, dort habe ich gerade eine Grossstadt gesehen. Da hinten, ja. Aber da hat es irgendwie eben so eine Barriere. Ich laufe da mal besser nicht rein. Da ist noch weit, Mensch. Oh, ich habe kommentiert. Aua. Au! Au! Hab mich auf Fresse gelegt. So, Moment. Ich muss da kurz lesen. Kommentar. Jo, Dragus, was geht? Was geht? Willkommen. Und bei Plugs hat auch noch geschrieben, jo, was geht? Was geht? Was geht? So, und jetzt meine hässliche Fresse da wieder einstellen. Gut, und da bin ich wieder. Oh. Oh. Nein. Hoho. Es ist die schöne Landschaft wieder verunstaltet. Ja, ich weiß, aber wie gesagt, ich will meine Mimik zu dem Spiel filmen, weil ich halt eben noch nichts davon weiß. Oh, das ganze Gepäck ist heavy, ja. Bitzeli, bitzeli. Es ist schon lustig, als das dann nicht da das Rätsel das Problem hat mit der Rückseite. Ich muss da mein Gewicht ausbalancieren. Voll fies, Alter. Gut, ich laufe jetzt einfach langsamer, dann geht das besser. Oder kann ich da fahren? Kann ich eins von diesen Fahrzeugen nehmen? Wahrscheinlich nicht, oder? Oh, 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 oh. Nein, ich kann es leider nicht mehr. Okay. Ist so schwer. Ja. Aber das hast du alles jetzt auf dem Weg gefunden, bis auf die Ja. Straße. Okay. Terminal aktiviert. Oh, jetzt sehe ich da nichts. So. Oh, Mann, die Mitteilungen nerven. So, okay. Aha, ja gut. Angeforderte Fracht liefern. So. Du kannst Teillieferung auswählen, um die aktuell mitgeführte Fracht einzureichen und den Rest später nachzuliefern. Sobald die eingereichte Fracht die Anforderungen erfüllt oder übertrifft, kannst du den Auftrag jederzeit abschließen.
Okay. What the fuck, ich check nicht, was das bedeuten soll. Dieses verlorene Frachtstück sollte hierher geliefert werden. Es wird an seinen Empfänger zurückgegeben. Ja, wieso kann ich es denn nicht einfach da abgeben, wenn es da hingeliefert werden soll? Ja, voll. I don't get it. Okay, mir fehlt noch eine. Hä? Oder nicht? Habe ich eins nicht gefunden, oder wie? Aha. Oder ist nicht Vorfang schon drin? Scheinbar nicht. Jetzt musst du mit allem dorthin, statt einfach zuerst mal das abgeben, was du kannst. Scheinbar. So, das habe ich jetzt eigentlich wollen. Reiß dich zu. Und dann lassen wir das jetzt da liegen und ich überprüfe jetzt da nochmal alles. Okay, da kann man jetzt aber ja nirgends hin oder so. Da liegt auch nichts mehr. Was passiert, wenn ich da drin latsche? Nichts. Okay. Und jetzt muss ich irgendwo da noch ein Gepäckstück finden. Oder wie? Toll. Scheiße, wenn du alles nochmal zukommst. Autsch. Augen auf. Kann passieren. Stein. Der Stein. Ja, habe ich jetzt können scannen. Ah, so kann ich Verjagd vom Rücken abladen. Okay. Passiert da? Nichts. Rausnehmen. Okay. Nix. 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 Ist hier jemand? Ich kann rumrufen. Hier drüben! Hallo! Hallo. Hier ist Sam! Hm. Da oben. Verlorene Verjacht. Cool. Ja, gefunden. Oh. Also ich hoffe es.
Jeder hat sogar schön oben drauf gelegt. Ja, Mann. Yo. Au. What the fuck? Mein Kopf. Full Speed. Kannst du nicht da so runterrutschen? Hui, nein, Mann. We cannot do this. But now I have to take die Fracht from there da vorne. Yay! Yeah. Ach, come on, das ist wieder nicht das Richtige gewesen. Nein, jetzt... Oh, Mann! Aber zeigt es nirgends in der Map? Ich habe keine Map. Ja, schon kacke. Ziemlich, Alter. Also das muss ich sagen, ist jetzt schon mal ein ganz harter Minuspunkt für das Spiel. Zu wenig Wegweiser und so. Weil das Einzige, was mir jetzt angezeigt wird, sind die dort hinten, dass ich die wenigstens nicht verliere. Immerhin. Aber sonst, wo da das in der letzte Ding ist, zeigt es mir nicht an. Toll. Dankeschön. Ja, eben, und noch gar kein Minimap von dem Lieferant bist. Ja, voll. Nee, nee. Ja, ich habe halt auch keine Ahnung, wo ich das soll suchen. Ja, genau so wenig. Ja. Sam. Erst. Ekelhaft. Ja. Toll. Ja, aber das ist doch nicht euer Ernst, Mann.
Dann macht wenigstens viel von diesen Dingen da rein, die ich da finden muss. Und wenn das jetzt ein einziges kleines Ding ist, an dem ganzen riesen Ort, wo ich jetzt da alles schon abgelatscht bin, ey, das finde ich nie. Also ernsthaft, niemals. Ja, das kann Ähnlichkeiten geben. Da. Zeigt das auch als Mission an? Nein. Das hat mir jetzt gerade, als ich da einen Meter in die Nähe gekommen bin, hat es mir angezeigt. Aber ist es vorher nicht. Alter, das... Boah, ey, zum Glück bin ich da durchgelatscht, Mann. Voll. Aber ja, eben, vielleicht hat es jetzt eben genau mehrere von diesen Dingen drin. Weil das hätte ich sonst garantiert nicht so schnell gefunden. Das wäre garantiert irgendwo dort oben auf dem Hügel gewesen, wenn es Nummer 1 gewesen wäre. Ja, schon. Ja, sehr gut, sehr gut. Wenigstens das. Okay. Das heisst, ich muss dann, wenn ich etwas nicht finde, mich einfach nur ein bisschen in der Gegend rumlatschen. Okay, gut. Trotzdem ein Minuspunkt für das Spiel. Allerdings bei dieser Grafik ist okay, mit dem Minuspunkt kann ich leben. Hüpf. Jetzt wieder alles zurücklatschen. Was auch immer dort unten gerade gepiept hat, ich bin im Moment ein bisschen endverwirrt. Ich check's noch überhaupt nicht. Nur ich ganz allein. Ja Leute, das passiert halt, wenn man etwas blind spielt. Scan wird gestartet. Fracht geprüft. Vielen Das Dank. ist doch auch cool. Ja, sicher. Aber das Problem ist halt eben, jetzt bin ich ja wirklich endverwirrt. I don't fucking get it. Aber wo es eine Stadt hat, hat es mehr Menschen und das ist doch schon mal gut. Da vorne hat es eine Stadt, das heißt, es gibt noch andere Menschen. Und es gibt Leute, die Sachen bestellen, also gibt es auch irgendwie das Internet oder so. Ja. Oh, das sind alle, ja. Oh, komm mal. So. Okay. Ich muss lang drauf bleiben, alles klar. Fracht wird geliefert. Was hat denn so lange gedauert? Das kennt man von Legenden eigentlich nicht. Ja, sorry. Hab mein Motorrad verloren. Aha, ja, okay, das ist schon das besser klingt aber ausgeht wirklich als die, wo ich bereit habe. Zum Glück sind unsere Waren in Top-Zustand.
Du hast uns zwar warten lassen, aber alles scheint in perfektem Zustand zu sein. Also, tolle Arbeit. Bis zur nächsten Lieferung. Hübsches Armband hat sie gehabt. Auch bekannt als Handschelle. Interessant. Ah, also sie hat Handschellen, ist im Laden. Hier. Voll. Ist das jetzt? Oh nö, ja, oh nö, Bruder, ich hätte eins oder mehr müssen liefern. Ich hätte auch einfach nur eins können abgeben. Aber nur wegen dem anderen Shit hat sie es nicht angenommen. Nein, weil ich vorher nicht lang auf X gedrückt habe. Ja. Ah Mann. Pluspunkt für das Spiel, Minuspunkt für Jay. Ja, aber ich weiß nicht, du zockst es ja extra gerade in. Also in sehr einfach. Hat es kein Tutorial, wo das alles kurz zeigt? Nein, nix. Hey, nein. Okay. Da hat's einen Stern und der pulsiert irgendwie. Alles klar, machen wir weiter. Spezialauftrag für Sam Porter Bridges. Eilauftrag. What happened? Wer will was? Kein Bock. Okay. Vogel. Igor, Bridges Leichenentsorgung. Sam Porter nehme ich an? Stimmt. Du wirst ja nicht gerne berührt. In den Akten steht was von einer Phobie. Bridges Leichenentsorgung? Was ist los? Komm, wir müssen los. Ich erklär's unterwegs. Na los. Okay. Hier, sieh's dir an. Der hat ein Date mit dem Verbrennungsofen. Wann ist er gestorben? Den genauen Zeitpunkt wissen wir nicht, aber wohl vor über 40 Stunden. Er war nicht in Quarantäne. Er war nicht krank. Es war Selbstmord. Oh, verdammt. Wir hatten Glück, dass wir ihn gefunden haben. Hab ihn sofort auf Eis gelegt, aber irgendwann wird er nekrotisch. Wo bringst du ihn hin? Zum Verbrennungsofen im Norden. Der Weg dahin ist voller GDs. Gibt es keinen anderen? Schön wär's, aber uns läuft die Zeit davon. Dann verbrennt das arme Schwein doch gleich hier. Und das ganze Chiralium so nah bei der Stadt freisetzen? Das geht nicht. Ist besser als der Weg zum Verbrennungsofen. Hey, wir schaffen das. Wir brauchen nur jemanden wie dich. Mit Dooms. Er zeigt bereits Anzeichen von Nekrose. Es muss schnell gehen, sonst knallt's hier.
Wie sieht's aus? Können wir auf dich zählen? Dann schließt Bridges hiermit einen Vertrag mit Sam Porter. Nur Sam. Einfach Sam. Und ich sehe Gedäß nicht. Ich spüre sie. Deshalb haben wir uns vorbereitet. Ein Bridge Baby, ja? Mit seiner Hilfe und dir sind wir ihnen immer einen Schritt voraus. Ist immer ein beschissenes Gefühl. Tja, du verbindest dich mit der anderen Seite. Das macht mir auch Angst. Abfahrt. Vollherzig, Mann. Okay, also das sind jetzt ganz viele Wörter gesagt worden, wo ich gar keinen Plan habe, was die sollen bedeuten. Und Abkürzungen, wo ich keine Ahnung habe, was ist. Und Babys, die anscheinend Leute beschützen. Die Welt war eine andere, als ich ein Kind war. Amerika war ein Land. Man konnte hingehen, wohin man auch wollte. Roten wie dich hat man nicht gebraucht. Wir hatten Highways, Flugzeuge. Man konnte sogar in andere Länder reisen. Heute kaum vorstellbar. Wie du siehst, hat der gestrandete Tod große Löcher gerissen. Hat uns völlig fertig gemacht. Und wer das große Glück hatte zu überleben, wurde vom Zeitregen davongespült. Dann tauchten diese Freaks vom Strand auf. Die Welten der Lebenden und der Toten vermischten sich einfach. Und ab da verkrochen sich die Leute in den Städten. Und Boten wie du wurden auf Händen getragen. Scheiße. Ein Regenbogen. Was? Oh. Wie weit noch bis zum Verbrennungsofen? Der Typ ist gleich so weit. Shit. Wir müssen mitten durch die GDs durch. Ich weiß nicht, wo hinschauen, Mann. Abgesoffen. Die Schweine haben uns da, wo sie uns haben wollen. Bring uns hier weg. Links. Links. Sam, kannst du irgendwas sehen? Nein, nichts. Dieses Baby muss kaputt sein oder so. Wow. Umdrehen. Was geht ab? Oh, und ich habe mir gerade noch gedacht, boah, der hat ja gemütlich dort drinnen. Tja, scheinbar doch nicht so. Okay.
Irgendwie glitzert alles. Okay. What happened? Mit dem nicht. Der lebt noch, okay. Aber sein Schwanz ist zerquatscht. Arme Sieg, also lebt er irgendwie doch nicht. Meister sind hier. Ich krieg die nicht raus. Sam! Seid ruhig und nicht atmen. Okay. Wir sind umzingelt. Tut mir leid.
gerade hart ausgesehen, das Viech. Brutal, Alter. Oh. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen bei Death Stranding. Mit mir, Baba J. Und dem Smoker in der Leitung am Stissel. Aber bis jetzt... Nein, bis jetzt wird ich einfach noch nicht schlau daraus und es ist jetzt gerade eben nochmal da der Titel gekommen. Und jetzt sind wir da eben an dem Strand mit den toten Walfisch, Delfin und den Seeschlangen. Und da hat es eine Frau, die ein Liedli singt. Ja, und das Baby. Ja, was? Das Baby, das ist irgendwie zu schwarzem Matsch geworden. Da siehst du die Seeschlange. Voll. What the fuck happened? Fucking Traum. Ja, wahrscheinlich. Schräge Träume hat er sich, also ich träume nicht so Zeug. Und wir sind schon auf 6 Zuschauer, herzlich willkommen. Und what the fuck ist jetzt das wieder für ein Ding gewesen, Alter? Come on! Jetzt bin ich auch noch unter Wasser, oder was? Das bedeutet, dass er von dem als Fuge bekannten Ort ins Leben zurückkehren kann, wenn er getötet wird. Ach so. Ach so. Oh. Ach du Scheiße. Ja. Hier ist Papa. Hi Papa. Okay, und jetzt werden wir wieder rausgekotzt. Alles klar. Okay. Tja. Ja. Fliegende Insekten. Ja.
das Baby? Wo ist das Baby? Immer die harten Nahaufnahmen von seinem Gesicht, Bro. Einst Ja, gab es eine schon. Explosion. Eine Oh, Explosion, jetzt der kommt's. das uns heute bekannte Leben entsprach. Und dann kam die nächste Explosion. Eine Explosion, die unsere letzte sein wird. Ha. Das spielt nach dem Atomschlag, glaube ich. Ich meine, saurer Regen, dann ein fetter Krater. Er redet von einer Explosion, wo die letzte gewesen sein wird, also eine Ultra-Atombombe oder so, man. Mittlerweile ist wieder ein bisschen Gras gewachsen, oder was? Gut, das wäre ja irgendwie fast ein bisschen schnell gegangen. So. Also wir wissen ja nicht, vielleicht ist der Sam heißt er ja da. Vielleicht ist der Sam auch in dieser Welt schon geboren worden. Das kann gut sein. Ich meine, Oh, der Lieferant da. ja voll. Der Transporter. Das würde auch noch Sinn machen. Das heisst, das könnte wirklich schon ewig lang her sein. Ja, ich denke eben, er ist der Sohn oder der Urgroßenkel vom Walking Dead Schauspieler. Ja. ja, es ist gut möglich. Sie gleichen sich ziemlich. Obwohl, ja. Also der Sam sieht ja schon irgendwie anders aus. Irgendwie hässlicher. Hässlich! Jetzt haben wir die Handschelle an. Hä? Heult er jetzt schon wieder? Warum heult er sich immer? Oh, du bist wach. Na, wie fühlt es sich an, wieder unter den Lebenden zu sein? Wer bist Keine du denn? Angst. Ich Bist du bin der Arzt. Samichlaus? Also Nikolausi? Rechtsmediziner eigentlich. Er ist fett, hat einen weißen Bart und einen roten Mantel. Das ist Nenn mich Nikolausi. Deadman. Ich kenne mich gut aus mit den Toten. Nein, Natürlich ich bist nenne du dich Nikolausi. wirklich gestorben. Bin ich nämlich noch nie. Das würde ich nicht tun. Ich bin kein Experte, aber die Teile dienen deinem eigenen Schutz. Siehst du? Bin ich ein Gefangener? Das sind keine Handschellen, sondern topmoderne Geräte, die uns alle miteinander verbinden. Uns? Uns. Yep, Bridges. Die letzte Hoffnung der Menschheit für die Zukunft. Oder auf ihre Rettung vor dem Aussterben. Gut. Wo bin ich? Viel später, Chef. Schau mal. Versuch sie an deine Haut zu drücken. Etwa so. Und schnell, dort hinten stehen noch mehr Monster Energy. Ganz ruhig. Das zeigt nur die gute Verbindung deines Körpers zu den Handschellen. Da, sieh mal. Handschellen behalten dich rund um die Uhr im Auge. Das heißt, wir tun das. Wir wollen helfen. Was zum Teufel? 2 Tage. Wir waren so frei, während dieser Zeit Proben deiner Körperflüssigkeiten zu nehmen. Oh, Du bist ein Wiederkehrer. Das macht dich sehr besonders. Was ist mit den Leichenentsorgern? Central Knot wurde bei der
Annihilation ausgelöscht. Game over, Mann. Da ist nur noch ein Krater. Die einzigen, die es überstanden haben, waren du, kein Wunder, und dein kaputtes Bridge, Baby. Geht's ihm gut? Es soll entsorgt werden. Funktioniert nicht mehr. Wir haben alle verloren. Nicht nur die Leichenentsorgung. Mein Team, das HQ, ganz Rutherford, jede Seele in Central Knot City. Jetzt sind wir in unserer Basis in Capital Knot City. Oder besser gesagt, im neuen Hauptquartier. Sudbury war die einzig logische Wahl. Aber unser Implementationsteam ist geschrumpft und kann in 2 Tagen keine Wunder vollbringen. Hier geht alles durcheinander. Zum Glück waren der Direktor und sein Unterstützungsteam nicht in der Stadt. Die Befehlskette bleibt also weiter intakt. Ich tue das ungern so früh, aber ich habe einen Job für dich. Dieser Handabdruck, ist der von deiner Wiederkehr? Woher stammt der andere Abdruck? Von einer anhänglichen Frau in einer Höhle. Verstehe. Aphäphosmophobie. Kein Wunder, dass du alleine da draußen warst, wo dich keiner anfassen konnte. Ich versuche vorsichtiger zu sein, Sam. Also, der Job ist eine dringende Lieferung. Und zwar musst du der Präsidentin Morphin bringen. Präsidentin? Amerikas Geschichte. Geht's um den Bürgermeister von Central Knot? Nein, den meine ich nicht. Amerika lebt weiter, Sam. Die Präsidentin hat Krebs im Endstadium. Ihr Zustand ist kritisch, aber es bleibt noch Zeit. Warum ich? Pass auf, Sam. Tu es einfach. Ich verspreche dir, es hat alles seinen Sinn. Warum machst du es nicht? Weil ich nicht wirklich hier bin. Tut mir leid. Das ist nur ein Chiralogramm. Und jetzt kommen mir die Tränen. Allergische Reaktion auf die chirale Übertragung. Eigentlich bin ich drüben in der Isolierstation, im großen dreieckigen Gebäude. Hier ist das Morphin. Hiermit schließt Bridges einen Vertrag mit Sam Porter. Ach komm, ihr habt doch Morphin dort. Was ist los? Sag mir die Wahrheit. Die Wahrheit, Sam, ist, dass Amerikas letzte Präsidentin dich persönlich sehen will. Willst du ihr das wirklich verwehren? Ja. Sehr gut. Wir sehen uns dann in der Isolierstation. Gut, wir haben jetzt schon einiges mehr. Unter anderem, woher die Handabdrücke kommen. Die sind anscheinend jedes Mal, wenn er stirbt und wieder ins Leben kommt, kommt er so ein. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. So wie jetzt, er ist unsterblich, oder? Ja, voll. Scan wird gestartet. Also er stirbt und kann dann zurück ins Leben kommen, aber er wird dann von irgendetwas zurückgezogen anscheinend. Und das hinterlässt dann halt so einen Handabdruck. Öffne über die Handschellen die Karte, wenn du dich verirrst, Sam. Die Isolierstation sollte ins Auge fallen.
Bist du nicht sicher, wie du hinkommst, kannst du Markierungen setzen und Wege zeichnen. Probier's aus. Cool, dann jetzt habe ich verstehst du, eine was Karte. Ah, So. Das ist mein Ziel. Und ich muss da mal noch ganz kurz mein Handy einstecken, dass ich kann all die Kommentare abchecken. Weil wir sind ja jetzt schon auf 7 Zuschauer und haben schon 6 Kommentare und ich glaube, einen davon habe ich verpasst. Ja. Machst einen du, sehr gut. Und dann, ja, wir müssen jetzt halt einfach dort führen. Ah, oh, das müssen wir noch mit. Ja. Spaß. Nicht das auf der Rücken, dann muss es nicht die ganze Zeit umschleppen. Ja, aber jetzt... Ah, so Markierung setzen. Okay. Gut. Mir wird immer noch nicht angezeigt. Toll. Ja, aber das ist der einzige Weg, also wird es wohl da durchgehen. Hier ist ein freundlicher Deadman von nebenan. Schau auf deinen Kompass, um zu überprüfen, ob deine Marschrichtung stimmt. Okay, Nikolausi. Wo... Vorausgesetzt, dass du ein Ziel hast. Ich kann den... Ja, aber das ist ein bisschen umständlich. Wieso zeigen der nicht einfach so an? Hübsche Stadt. Sicher gemütliche Wohnungen da. Voll dort mit offenem Dach, dass man kann die Sterne beobachten am Abend. Und dass einem der Suri gegen schön in die Fresse trifft beim Pennen. Hätte die Präsidentin nicht einer Spezialbehandlung bedurft, wäre sie nie fortgegangen. Und wäre sie geblieben, hätten wir das auch getan. So. Alles klar, wenn du meinst, Nikolausi. Schnelle! Ich vergiss immer, dass ich da noch ein bisschen schneller kann rennen. So. Ja, komm. Let me in. Für die Garage. Voll auf die und die Kerre da. Im GTA-Style. Bam. Jetzt muss ich da noch pinnigen, ja. So. Und Ihre Vitalparameter weisen alle in die gleiche Richtung. Sie wird also nicht mehr gesund? Ich denke nicht. Nein. Gut, wir sollten Vorbereitungen treffen. Sam. Ich bin's. so. Deadman. Wey, Nikolausi! Tut mir leid. Mein Fehler. Don't touch me. Ich fürchte, der Zustand der Präsidentin hat sich verschlechtert. Vielen Dank. Das wird ihre Schmerzen Hey, lindern, Elias, was geht? damit sie vor ihrem Ende nochmal mit Ah, dir ups, reden das- kann. Strand. Die erste und letzte Präsidentin der Vereinigten Staaten. Du erinnerst dich doch an sie. Sie zog dich groß. Geiles Spiel, Dankeschön. Ja, Mann. Finde ich, ja. Das ist keine Kleidung für ein Familientreffen. Zieh das aus, bevor du reinkommst. Jetzt müssen wir uns noch umziehen. Toll.
bla 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 bla. Das check ich eh alles noch nicht. Okay. Das ist die rechte Hand der Präsidentin, der Direktor von Bridges. Black Mask, alles klar. Bei Hartman? Oh, du warst bei Bridges 1. Gut, dann muss ich euch wohl nicht vorstellen. Nein, Black Mask kann ich noch von Batman, alles gut. Hallo. Wie lange ist es her, Sam? 10 Jahre? Sieh uns nur an. 2 unsterbliche Freaks treffen sich hier. Naja, freut mich, dich zu sehen. Die Präsidentin wartet. Es ist deine Mutter, Bridget. Sie ist etwas neben der Spur, aber sie erkennt dich ganz bestimmt. Oh, was? Frau Präsidentin, Sam ist hier. Wir lassen euch beide allein. Sam, ich wusste, du kommst zurück. Geht es dir gut? Ja, ich weiß, du hasst mich. Amelie. Amelie? Du weißt, dass sie nach Westen ging. Sie hat 3 Jahre gebraucht. Sie will das Land wieder aufbauen. Die Sache lässt euch nicht los. Hm? Eigentlich wollte ich dich schicken, Sam. Die Zeit läuft ab. Hilf Amelie, sie braucht dich. Gemeinsam könnt ihr uns wieder verbinden. Ihr 2 könnt Amerika retten. Sam, wenn wir nicht alle wieder zusammenfinden, überlebt die Menschheit das hier nicht. Wir brauchen kein Land. Nicht mehr. Oh doch, allein haben wir keine Zukunft. Nein, Amerika ist am Ende. Bridget, du bist die Präsidentin von gar Sam, nichts. hör mir zu. Bitte. Du willst mir also doch helfen? Nein, ich... Ich liebe dich, Sam. Ich werde am Strand auf dich warten. Frau Präsidentin! Oh nein.
Doktor, wir brauchen Ihre Hilfe. Alle auf Position. Kammerflimmern, ich brauche 150 Milliliter. Sie reagiert nicht. Bleiben Sie bei mir, Frau Präsidentin. Holzfälter. Ruhig halten. Wir verlieren sie. Todeszeitpunkt. Hör zu. Niemand darf wissen, dass die Präsidentin tot ist. Wenn das rauskommt, ist Bridges geliefert. Was hier passiert ist, verlässt diesen Raum nicht. Klar? Ja, Direktor. Aber was ist mit der Leiche? Ohne die Leichenentsorgung... Darum kümmern wir uns. Scheiss, ich kann etwas im Auge ficken. Immer wenn es so spannend wird, weißt du. Vor ihrem Tod schloss die Präsidentin einen Vertrag mit dir. Was rausgebracht. Was soll das heißen? Als Mitglied von Bridges wirst du uns dabei helfen, Amerika wieder aufzubauen. Ihr glaubt, ihr könnt mich rekrutieren? So wie sie es versucht hat? Sie war erfolgreich. Dein Handgelenk. Wenn das kein Symbol ist, dann weiß ich auch nicht. Direktor, der Krebs hat ihren ganzen Körper befallen. Die Entnahme von Organen ist unmöglich und eine Autopsie nicht notwendig. Ihr Körper muss verbrannt werden, ehe sie nekrotisiert. Und tun wir es nicht, wird dieser Ort der nächste Krater. Und was soll ich tun? Wir haben momentan keinerlei Boten. Und die Leichenentsorger, die bei dir waren, sind tot. Doch die Leiche der Präsidentin muss verbrannt werden. Der leere Sturz hat die Straße von Capital Knot City zum Verbrennungsofen zerstört. Nun geht es nur noch zu Fuß. Durch die Berge. Aber die chirale Dichte dort ist extrem hoch. Das müssen GDs sein. Dieser Job setzt einiges voraus. Dooms. Wiederkehrer. Ich also. Warum? Sam, du bist bereits im Dienst. Jetzt mach deinen Job, Sam Porter Bridges. Toll. Klar muss ich das machen. Oh, die Videosequenzen sind schon fett lang. Ja, so. Aber ist cool. Mach deinen Job. Fick dich, Mumu. Darf ich etwas sagen? Präsidentin Strand glaubte an den amerikanischen Wiederaufbau. Sie scheute keine Mühen, um die Nation wieder zu einen. Und ohne sie gäbe es Bridges nicht. Sie verdient eine ehrenvolle Bestattung, die wir ihr versagen müssen. Wenn sie stirbt, stirbt Amerika. Ohne sie wird Bridges untergehen. Hört zu. Ihre Einäscherung muss unter höchster Geheimhaltung erfolgen. Selbst wenn das klappt, was dann? Wer ersetzt sie? Seht ein. Amerikas Geschichte. Sam, Amerika ist noch nicht tot. Wer sagt doch, es stirbt, wenn Bridget stirbt? Sie mag verloren sein.
Aber wir haben noch ein regierungswürdiges Amerika. Bitte was? Dafür ist jetzt keine Zeit. Wichtig ist, dass wir die Arbeit deiner Mutter beenden und Amerika wie geplant wieder aufbauen. Aus diesem Grund gibt es Bridges doch. Also mach den ersten Schritt, Sam, und bring den Leichnam der Präsidentin zum Verbrennungsofen. Wenn wir nicht alle wieder zusammenkommen, wird die Menschheit nicht überleben. Ich wollte dich losschicken, Sam. Die Zeit läuft ab. Ich liebe dich, Sam. Ich warte auf dich am Strand. Die Anlage liegt im Südwesten. Vergiss nicht, dass du GD-Gebiet durchquerst. Wir haben den Verbrennungsofen in den Bergen gebaut, damit das Chiralium im Rauch die Stadt nicht erreicht. Wird nicht leicht, einen Leichnam da hochzutragen. Was sind ihr doch für Uresse? Wir überwachen dich rund um die Uhr. Wenn irgendetwas passiert, unterstützen wir dich über die Handschellen. Ja, jetzt darf er seine eigene Mutter dort auftragen, Mann. Also besser gesagt, ihre Leiche natürlich. Sam, hier ist Die Hardman. Deadman hat die Nutzung der Handschellen erklärt. Benutzt sie, um den Verbrennungsofen zu orten. Ja, Alter. Mann, du musst doch alles latschen. Ja. Ja, das läuft nicht durch. Ich schwöre. Ja, toll. Oh, nice. Also es sieht aus, als müsste ich nachher einfach alles am Fluss entlang. Aber da hat es doch noch der riesige Wasserfall dazwischen. Komme ich denn dort wieder drüber? Nein, da außen rum wahrscheinlich. Ha? Okay. Also dann machen wir mal eine Route. So, von da aus. Wohin? Mal da hinten rauf schauen. Sonst geht es sicher da vorne rauf. Hey, laufen wir mal los. Sam, ich denke nicht, dass ich dich daran erinnern muss. Aber beim Leichenabtransport zählt jede Minute. 48 Stunden nach dem Herzstillstand wird eine Leiche zu einem neuen GD und macht uns die Hölle heiß. Run, Greenie, run! Ich probier's, Bruder, ich probier's. Cool, da komme ich durch. Au. Bin auf Fresse gefailt.
mein Gott, das ist der ganze Weg so. Präsidentin Strand war das Symbol des amerikanischen Wiederaufbaus. Obwohl das Land am Boden lag und seine Bewohner in alle Winde verstreut waren, glaubte sie stets an die Möglichkeit einer Wiedervereinigung. Die Menschen gaben die Hoffnung auf Amerikas erneute Auferstehung nicht auf, weil sie an sie glaubten. Wir glauben, dass dieses Land wieder aufgebaut werden kann. Amerika lebt weiter. Zusammen mit Bridgets unsterblichem Geist. Oh. Okay, rumklettern mit Leichen von der Mutter auf dem Rücken, warum nicht? Habe ja gerade nichts Besseres zu tun. Eine angenehme Reise. Kommt mit der andere eine angenehme Reise. Fick dich, du Hurensohn. Verdammt, Junge. Au. Gott verdammt. Was ist das? So was. Hm. Digga, der andere da die ganze Zeit am Stolpern, Mann. Ja, pass ein bisschen aufpassen, das hier. Ja. Muss schwer schleppen. Aber ich glaube, er ist auch einfach ziemlich unfähig. Chief Tolly. Toll. Was das denn? Jetzt kommt wieder Musik, aha. Aua. Ah, schau, dort steht noch mit freundlicher Genehmigung von Nevado Musik. Also, ja, da wird nicht gelöscht, da steht mit freundlicher Genehmigung. Yeah. Aber jetzt nicht da. die Bundesgrenze, oder? Hä? Du kannst nicht über die Grenze. Doch. Aber ich will dort hinten und ich muss da über den Fluss. Aber jetzt können wir da wieder so ein Cinematic Moment draus machen. Ich mach mal da meine Fresse weg bei uns gerade. Komm on, mach das weg.
Now listen up, don't walk away. I've got nothing more to say. Can you see it in my dying face? You're acting like I care. Now is there anything that I can do? If there was, would we be seen? But you're a part of me and I'm a part of you. Yes, you're a part of me and I'm a part of you. Yes, you're a part of me and I'm a part of you. Yes, you're a part of me and I'm a part of you. Hallo! Hey! Hört mich jemand? Hier drüben! Hier ist Sam! Hallo! Ach so, ich bin gemutet gsi. Hoppala. Tut mir leid. Ja. Eben, was ich ja gesagt habe, ich kann besser laufen, wenn ich R2 und L2 gedrückt halte. Ich glaube, dann haltet er einfach gerade die ganze Zeit sein Gleichgewicht. Das ist gut. Oh, Kryptobite. Oh, jetzt sind sie weg. Oh, fies. Hoppala. So. Ausgegleicht. Ja gut, dort sieht es ein bisschen steil aus, aber maybe kommt man dort rauf. Weiter so, immer weiter so, Sammy. Aber weißt du was? Jetzt müssen wir mal etwas erledigen. Ja? So.
Alles hat seine Zeit. Jetzt gerade nicht. Aber das hier zu tun wäre keine gute Idee. Okay, dann halt nicht. Er will nicht pissen, solange er seine Mutter auf dem Rücken hat. Schade. Verdammt. Ja? Respekt. Ja, ja, das ist so. Tja, ich fühle mich jetzt wie ein Arschloch, weil ich das gerade herausgefunden habe. Alles hat seine Zeit. Jetzt gerade nicht. Ah, warte, ich muss ja da noch. So. Jetzt will mein Fernseher ausschalten, toll. Und wo ist die Fernbedienung? Da. No, Senior, nicht ausschalten. Hoppala. Ja, aber es läuft im Moment relativ gut. Ja, tipptopp. Tipptopp läuft das. Hoppla, muss ich da noch ein bisschen bequemer machen und das Zeug auf die Seite tun. Oh Gott. Und Fenster auftun. Hinter mir. So. Da mal ein bisschen durchlüften, ist verdammt warm geworden. Okay. Warte. Ja. Warum? Ach so. Hey, get. Ah, gemütlich ein bisschen spazieren hier. Was schwebt denn dort hinten rum? Oder fliegt oder was auch immer. Noch ein kleines Stück. So, voll. Aber wir machen schnell die Karte auf und schauen, wie wir da am besten... Ah, links durch. Rechts durch. Okay. Gott verdammt. Penis. Aha. Aha. Fange Würmli und fresse sie im Mund. Kommt mir ein bisschen vor, die gegen wir bei Herr der Ringe, Mann. Sind wir auf dem Weg zum Berg, um den Ring in die Gluten zu werfen, um ihn zu zerstören und so. Ja, nein, ich bin kein Nerd, ich kann keinen Text fast vorher der Ringe auswendig. Doch eine. Mein Schatz!
Ah, wir sind beim Krematorium. Da wären wir das. Yeah, Penis. Krematorium westlich von Kapital irgendwas. Commenteert als commentaar van commentaren. Nicht, dass du dann wie Gandalf im ersten Teil hast. Ja, ja. Ja, aber er hat schon recht. Ich meine, so, das Letzte, was er sagt, Fly, you fools! Ja. Hey, ich kann sogar 2 Sachen auswendig. 3. You shall not pass! Ja, Mann. Hier kommst nicht. Du kommst nicht vorbei. Zirkusnummer. Oh, sind wir im Krematorium. Was ist denn das da? Terminal. Verbrennung, Leiche der Präsidentin. Okay, das kann ich lassen. Der Rest kann ich nicht lassen. Aber das ist das, was wir machen müssen. Kremieren. Okay, jetzt kommen keine blöde Witz mehr von mir. Das ist wieder eine traurige Szene. Entschuldigung, ich bin ruhig. That's a rainbow in the dark. Jeden Moment kann schwerer Zeitregen fallen. Komm zurück, sofort. Sam, verbrenn auch die andere Fracht dort. No. Was ist das? Baby 28. Das war Igors Einheit. Das war mit dir verbunden, als wir dich im Krater gefunden haben. Warum ist das hier? Weil es entsorgt werden soll. Central Knot wurde ausradiert, wie auch unser Hauptquartier. Weil dieses Teil nicht funktioniert hat. Steht alles in Igors Protokoll. Aber es lebt noch. Es lässt sich nicht reparieren. Und ohne die Kapsel überlebt es nicht. Hab Mitleid, wenn du willst. Aber der Entschluss steht. Es muss weg. Der Direktor hat das abgesegnet. Nein, Mann, ich bin kein Baby und das kannst du vergessen.
Scout hat wohl die Verbindung gekappt. Sam, wie ist dein Status? Die chirale Dichte nimmt weiter zu. Mein Status ist am Arsch. Es sind echt viele. Wahrscheinlich wegen der Leichen, die wir nicht rechtzeitig einäschern konnten. Das ist in diesem Gebiet wohl so, fürchte ich. Kannst du den Regen aussitzen? Nein, sie nähern sich meiner Position. Ich muss weg, bevor sie merken, dass ich hier bin. Sam, wenn dich so ein Ding frisst, kommt es zu einem Leeresturz. Du kehrst zurück, klar, aber von der Umgebung bleibt nur ein Krater übrig. Ich habe eine Idee. Geh an, du Scheiße. Mann, vielleicht bist du kaputt. Na also. Mach dein Bett. Nee, ne? Unten bleiben und vorsichtig bewegen. Calm down. Calm down. Oh oh. Wo steht weg? Wo steht weg? Alter. Hi. Oh, nicht dein Ernst. Ach du Scheiße. Oh nö. Ah, Ficke.
Okay, ja. Ah, gut. Cool, das ist das Seil. Sehr gut. Was, das kann man liken? Ich will das liken. Geil, dass es gerade an dieser Stelle das Seil hat, ich schwöre. Wo muss ich hin? Da, okay. Wow. Scheiße. Oh. So. Okay, das funktioniert tiptop. Und der Igor hat das geliked oder so, glaube ich. Ja. Ich begegne. Haben wir mal ein Monster Energy, oder? Ja, Mann. Tasty. Ah, hohe Werbung in dem Spiel. Ich schätze mal, Monster Energy hat wahrscheinlich ein bisschen mit dem Spiel zu tun. Sponsor vielleicht? Wahrscheinlich, ja. So, Moment. Ja, doch bin ich auf dem richtigen Weg. So, wow. Machen wir wieder diesen da kurz, so.
So, gut, fertig da, jetzt geht's weiter, können wir da ein bisschen gerne gemütlich. Einen Moment. So. Gut. Also, wie es aussieht, ist das so eine Sneaky Game, ja. Was ja prinzipiell schon mal sehr schlecht ist für mich. Aber wir bringen das schon an, wir bringen das an, weil es ist sonst einfach nur geil. Ich pack das, ich schaff das. Ich glaube, ich lasse auf der Einstellung sehr leicht, dann haben wir kein Problem. Oder fast keins zumindest. Das vorher ist ein bisschen knapp gewesen. Das muss ich noch besser werden. Cool, Doppelspringen. Das heißt, es können nachher sicher genau noch irgendwelche Jump Parts und so. Ja, wirkt sicher geil. Macht Spaß. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Willkommen in Capital Knot City. Ja, hallo. Verteilungszentrum aufsuchen. Ich muss der Tuffe. Ich möchte nicht Tuffe. Wohin oder was? Sam, komm zurück zum Verteilerzentrum. Überprüf den Standort auf dem Kompass. Ja, den habe ich schon überprüft. Für Autsch. Voll auf die Fresse. Echt jetzt? Ja. Das. Aber. Oh je. Wirklich? Aha. Ja, normal, wenn du auf die Fresse gehst. Ja, aber oh je. Oh. Oh. Oh, Gucci, Gucci, Gucci. Okay, jetzt ist immer noch die Frage, wie wir dort raufkommen, ha? Hm. Ja, gute Frage. Nächste Frage, ha? Toll. Sam, weißt du, wie du zum Verteilerzentrum zurückkommst? Nein. Beeil dich. Toll, was fragt er mich das und ich habe keine Ahnung. Gibt er mir einfach keine Antwort drauf. Toll.
Mann, wie komme ich dort rauf? Hallo? Ja, I don't know. Ja, das ist mir schon klar, aber... Hä? Wie geht denn das? Da rechts, die Platten sehen ein bisschen höher aus als die Steine. Wie du das meinst? Ja, wie ich das sehe, warte mal. Ja, von... Oh, Scheiße. Ha! Haha! Hohoho! Green Jade did it! Ah, verdammt, falsche Seite. Aber jetzt, Green Jade did it! Oh nö, das ist... Da habe ich gar nicht hin müssen. Wow, toll. Ah, jetzt schon wieder. Ach, come on. Sam, weißt du, wie du zum Verteilerzentrum zurückkommst? Beeil dich. Immer noch. Ey, hör, da, ich mach's doch noch. Schon klar. Alles weg. Gut, das pennt. Okay, weiter geht's. Ja, wo muss ich denn hin? Scheiße, das habe ich wieder. Ah, da vorne durch, dann rechts, okay. Tja, ich halte aktivieren, ist schon keine schlechte Idee. Ja. Jetzt kommt wieder Video, oder? Ja, voll.